In einem alten Eiskeller im Bayerischen Wald, kurz vor einer besonderen Veranstaltung. Eine Modenschau aus Glas. Du musst reparieren, oder? Ja. Du musst in die Kabine, in die Umkleide. Heute Abend trägt quasi ein Jahr Arbeit Früchte. Sie haben internationale Glaskünstler eingeladen und auch eigene Modelle gefertigt. Elisabeth Ritterswürden und Lisa Preußner. Wir haben uns heute gedacht, warum nicht einfach mal was Cooles machen? Wann ist fertig geworden? Also ganz fertig heute Nachmittag. Wir sind ja zwei Nachwuchskünstlerinnen, zwei Nachwuchsglasschaffende. Und wir zeigen jetzt, dass wir hier sind und dass wir tolle neue Ideen haben. Es sind echt viele Menschen Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt dann hier unten ausschaut. Ich bin ein bisschen nervös. Aber das wird schon. Sie dürfen gerne einige einfach in den zweiten Raum da durchgehen. Zwei Monate vorher, auf dem ehemaligen Gelände der Glashütte Poschinger in Frauenau. Ich finde es schön hier und ich würde mir schon wünschen, dass die Wertschätzung fürs Glas auch wieder mehr wird, weil hier eben auch viel Geschichte verwurzelt ist im Bayerischen Wald mit dem Glas. Und diese Geschichte soll halt einfach weitergehen. Und deswegen müssen wir auch was dafür machen. Lisa Preußner arbeitet an ihrem Outfit für die Glasmodenschau. Schmetterlingsflügel mit unzähligen Blumen, wie sie überall im Wald blühen. Möglichst naturgetreu sollen sie werden, wie dieser Fingerhut, auch Waldglöckchen genannt. Es muss jetzt nicht perfekt rund sein oder perfekt gerade oder so, sondern es soll ruhig ein bisschen ein Flow drin sein quasi. Und wenn man was nachmacht, das es ja schon gibt, dann muss man halt immer ein bisschen schauen, was ist das Charakteristische, damit man das dann auch wiedererkennt natürlich. Und beim Fingerhut ist es eben das, dass die Blüten so einen leichten Bogen machen, vorne ein bisschen aufgehen, die ja einfach so ein bisschen einen welligen Rand haben und so. Genau. Ja, das war's eigentlich schon. Lisa Preußner, Künstlername Liesel aus Zwiesel, kommt ursprünglich aus dem Rottal. Aber hier in Frauenau hat sie die idealen Arbeitsbedingungen gefunden. Ihre Werkstatt teilt sie sich mit zwei anderen Glaskünstlern. Hier in den Brachen der einst großen Glasindustrie ist ein Werkstattviertel für Künstler und Glasschaffende entstanden. Auch der Gasthof der ehemaligen Glasfabrik Gistel gehört dazu. Jetzt soll er saniert werden. In der Zwischenzeit hat Elisabeth Ritterswürden hier einen günstigen Arbeitsplatz gefunden, im Seitengebäude der ehemaligen Metzgerei. Also meine Eltern sind beide Glaskünstler, mein Vater ist auch Glasbläser. Und ich bin in Zwiesel geboren und aufgewachsen, aber meine Eltern nicht, das hört man vielleicht. Genau, die sind wegen der Glasfachschule hergekommen und dann hier geblieben. Und ja, das hat mich dann natürlich irgendwie geprägt. Es ist einfach so viel möglich mit Glas. Gerade als Glasbläser kann man ja im Grunde alles umsetzen, alles selber machen. Ihre Idee für die Glasmodenschau? Ein Reifrock aus Glasknochen. So, und jetzt setze ich so kleine Noppen an die ich dann später fest nähe am Kleid. Genau, die Knochen kommen jetzt hier auf den Reifrock. Zuerst die Finger, dann die Oberschenkelknochen und dann noch mal die Finger. Ja, toll. Und die musst du auch dann alle noch aufnehmen? Ja. 20 Fingerknochen aus massivem Glas sollen es werden. Und dann noch die Oberschenkel. 5 Stück rundherum, auf der Höhe. Dann wird es ja ein richtiges Halloween-Outfit. Hier so ein bisschen. Früher war der Bayerische Wald ein Eldorado für Glasbläser. Heute ist es schwer, davon zu leben. Elisabeth hat gerade eine Weiterbildung als Produktdesignerin für Glas gemacht.
Ursprünglich hat sie an der Glasfachschule Zwiesel Glasapparatebau gelernt, wie auch Liesl. In diesem Bereich gibt es noch sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze für Glasbläser. Da habe ich mein Gesellenstück Probe gebaut. Das ist quasi die Zeichnung da oben. So. Das ist ein Extraktionsapparat. Da kann man Stoffe aus Stoffgemischen extrahieren. Ja, und wer braucht sowas? Chemiker, Leute, die im Labor arbeiten. Das handwerkliche wie auch künstlerische Arbeiten mit Glas. Beides sind Lisa Preußners Leidenschaften. Natürlich ist der Wunsch da, mal davon leben zu können, aber das, glaube ich, dauert noch ein bisschen. Ich habe dann quasi 3 Jobs mit meiner Selbstständigkeit. Einmal bin ich Barfrau und dann Kellnerin in einem Restaurant und Glasbläserin. Also die Liesl war ganz entsetzt, wie ich ihr gesagt habe, dass ich jetzt nur noch in einem Restaurant anfange. Und so, oh Gott, noch mit mehr Menschen, oh je. Ich mag Großstädte einfach nicht. Das stresst mich. Ich brauche ein bisschen mehr Ruhe. Also ich habe mir hier Schablonen gemacht aus Pappe, damit ich ein bisschen die Größe einschätzen kann. Und die kommen halt dann letztendlich so dran. Einen habe ich schon, wenn ihr es sehen wollt. Krass! Und das sind alles heimische Pflanzen, also Fingerhut, Maiglöckchen. Der ist auch noch nicht ganz fertig, aber habe mich quasi von der Natur inspirieren lassen. Aber geht der dann nicht kaputt? Ja, hoffentlich nicht. Also man soll jetzt nicht damit irgendwo dagegen schlagen, aber das ist ja bei den Glasgewändern allgemein, dass man da aufpassen sollte. 2 Monate später. Der Passauer Hof in Freyung, kurz vor der Eröffnung der Glasmodenschau im Eiskeller. Bei der Generalprobe wurde der Glasknochenreifrock von Elisabeth Ritterswürden beschädigt. Bis in die frühen Morgenstunden hat sie ihn repariert. Und gerade ist etwas zerbrochen. Das Outfit der Münchner Glaskünstlerin Ramona Pauli. Das war jetzt aus der Kiste raus. Beim Öffnen gab es die Überraschung. Oh Gott, da ist jetzt nicht mehr viel Zeit. Nee, nicht mehr viel Zeit. Das ist echt last minute. Trotzdem soll ihr Outfit unbedingt gleich noch auf den Laufsteg. Da muss man eigentlich auch mitmachen, weil es einfach auch zeigt, dass die Glasregion belebt ist hier und viele junge Leute gibt, die auch engagiert sind in die Richtung. Und das ist wichtig. Ja, das muss immer ein bisschen länger aushärten, dann ist es. Wir wollen ja nicht, dass es dann runterfällt während der Show. Ihr seht jetzt 19 lebendige Kunstwerke von 22 KünstlerInnen aus 5 europäischen Ländern. Gerade geklebt und jetzt das Eröffnungsgewand. Und es hält. Alles wird getragen und präsentiert von den Tänzerinnen der Prasch Dance Company aus Freyung-Grafenau. Wir bringen 2 Komponenten zusammen, die ja eigentlich nicht zusammengehören, Kleidung und Glas. Dass wir ein bisschen darauf aufmerksam machen wollen, dass Kleidung an sich einfach auch was Wertvolles ist, mit dem man vorsichtig umgehen sollte. Eben wegen der ganzen Fast Fashion und diesem übertriebenen Konsumverhalten, das viele Menschen eben, was Kleidung betrifft, haben. So diese Wertschätzung einfach auch. Also unsere ganzen Models, die sind total beeindruckt und auch fühlen sich total geehrt, dass die Künstlerinnen ihnen die Kleidungsstücke anvertrauen, dass sie die tragen dürfen mit ganz viel Ehrfurcht und nicht einmal getragen und dann weggeschmissen, sondern dass diese besonderen Stücke besonders behandelt werden. Total toll. Ganz was Besonderes, was Einzigartiges, wild, extrem. Ja, ich bin begeistert. Also toll, einfach toll, Gänsehaut, wirklich. Es ist innovativ, es ist neu, man hat es noch nicht gesehen. Ich finde es auch gut,
gefreut, dass einfach das Glas wieder in so ein ganz anderes Licht gerückt wird, weil wenn man so Bayerischer Wald und Glas hört, ist es leider ein bisschen veraltet und ich finde, die beiden haben das einfach in so einen ganz anderen Kontext gebracht. Auf jeden Fall. Da kann sich Glasregion singen lassen mit sowas. Das radikalste Gewand, geschaffen, um kaputt zu gehen. So will es der Künstler Emil Hanauer aus Halle. Getragen von Freyungs drittem Bürgermeister. Das Konzept: je mehr Scherben, desto leichter wird der Rock. Aber Christoph Endl ist lieber vorsichtig und trägt die Last von 6 Bierkästen stoisch. Glas, eigentlich so alltäglich, zieht, so kunstvoll gestaltet, heute alle in seinen Bann. Überwältigt, glaube ich, trifft es am ehesten. Ich finde es schön, dass alle so begeistert sind. Was Schöneres kann man sich als Künstlerin nicht wünschen, dass die eigene Vision umgesetzt wird und auch genauso viel Begeisterung dann trifft. Ja.